Zum heutigen Gebetsabend, der dritte Abend. Wir sind hier, Dan und ich, und wir freuen uns so, einfach diesen Abend mit euch zusammen zu gestalten. Ja, wir wünschen uns wirklich, dass ihr euch einfach so richtig voll wie auch einbringen könnt. Der Chat ist schon voll am Laufen, eure Anliegen seid ihr schon voll am Posten und ja, genau das soll es auch sein. Wirklich, wir wollen heute für deine Anliegen beten. So war. Schön auch mit dir, Dave, heute Abend hier zu sein. Dave und ich. Eine Ehre. Ja, es ist freundlich, mit Freunden Kirche zu bauen und unterwegs zu sein, ist immer schön. Yes. Hey, Marco Ili, hey, danke für dein Gebet, wo du da gesagt hast, bevor wir gestartet haben. Papa, ich lege dir jetzt diesen Gebetsabend in deine starke Hände. Komm du mit deinem Frieden auch in diesen Chat, in diesen Livestream, begegne uns in deiner Herrlichkeit und Heilung an Geist, Seele und Leibe. Amen. Amen. Danke vielmals. Yes, danke. Wir starten diese Gebetswoche oder in diese Januar-Serie hinein und das ist das Buch zur Serie Träume wie niemals zuvor und das ist die Basis auch für den heutigen Abend und dieses Buch möchten wir einfach dir von Herzen empfehlen, dies einfach zu bestellen und in dieser Serie einfach zu brauchen für dich persönlich, für deine Familie, vielleicht mit einer Small Group zusammen, dieses Buch zu lesen, so wie an die Hand zu nehmen. Und das ist wirklich der rote Faden, die Geschichte von Josef. Ich liebe diese Geschichte. In dieser Serie drin. Ja. Die ist schon krass. Die ist krass. Die ist krass. Die ist krass. Also wenn du die Message von Leo vom 31. noch nicht gehört hast, schau dir die an unbedingt. Die ist echt einfach stark und ich glaube so eine Key-Message für dieses Jahr. Hey, wir beten heute zusammen. Also wir sind da nicht einfach, wir beten und ihr schaut zu, sondern wir beten zusammen, gell, liebe Leute. Und ihr wisst es, ich liebe es, mit euch zu kommunizieren über den Chat. Und den Chat haben wir offen hier, den Chat haben wir überall, gell? Everywhere. Wir sehen, was ihr schreibt. Wir sehen, was ihr schreibt und es macht einen Unterschied und das ist wichtig, weil wir diesen Gebetsabend, den wir zusammen haben. Und heute beten wir zum Thema Gesundheit. Und ich verstehe schon am Anfang, einige von euch haben Gebetsanliegen für puncto Gesundheit geteilt. Und wir möchten das kurz aufschreiben. Möchtest du in den Flipchart kurz gehen? Der Dave hat eine bessere Schrift als ich. Ich habe schon vorher geschrieben, aber wahrscheinlich kann das niemand dann lesen. Könnt ihr jetzt kurz in den Chat hineinschreiben, wenn du sagst, das ist mein Gebetsanliegen. Ich würde gerne, und nicht, lass uns mal bei uns und unserer Familie bleiben. Puncto Gesundheit, okay? Schreibt es jetzt in den Chat hinein. Wir wollen es dann direkt da notieren, weil ich glaube, wir werden verschiedene Dinge beten. Aber am Schluss möchten wir auch bewusst für einzelne Personen beten, auch gerade im Bereich Gesundheit. Also unbedingt. Brauche eine neue Arbeit. Gut. Also auch ein gutes Gebetsanliegen, aber lass uns mal jetzt bewusst bei Gesundheit bleiben. Okay? Genau. Sag mal kurz, was wir da schon haben. Wir beten für Kinder mit Magersucht und Panikattacken. Wir beten für eine Tochter, die erschöpft ist und Allergien hat. Wir beten für posttraumatische Belastung. Und jetzt haben wir noch Heilung Anliegen. Von PTBS, Essstörung, mittelschwere Depression. Und das ist ziemlich heavy jetzt, ich weiß, jetzt kommt mal alles raus, aber das ist schon gut. Onkel, der Krebs hat. Für eine Person, die starken Schwindel hat. Oh, jetzt geht der Chat ab. Ja. Genau, wir grüßen die Claudia Rumminger, die ist auch jetzt dabei. Allergien haben wir, genau. Gesundheit für den Magen von einem Sohn. Physische Gesundheit für einen Enkel. Nochmal Depression haben wir, genau, das haben wir schon, gell? Schlaf, jetzt ist aber deine Schrift weniger schön als meine. Ja, gell? Du hast dir richtig Mühe gegeben, denn. Schlaflosigkeit. Oh, jetzt geht's ab. Wir beten wirklich, für die Dinge. Missbrauch, Panikattacken hatten wir, Meniskus, Knieprobleme.
Kiefernkrose. Ehemann muss Kiefernkrose operieren. Ja. Krebs. Nochmal Angststörung, Depression, das ist krass. So viele psychische Krankheiten, das ist unglaublich krass. Und wir glauben, dass Gott auch heute Wunder tun möchte. Rückenschmerzen haben wir da schon. Rheuma. Tumor. Sohn, der einen Tumor hat. Braucht eine neue Ausrichtung. Mein 19-jähriger Sohn hat ungeklärte Magenprobleme. Also, ungeklärte Magenprobleme. Wow. Hast du noch? Muskelschmerzen. Arthrosen, Klappen, hochgradiger Artenklappenstenose. Da bin ich überfordert. Kannst du das buchstabieren? Aortenklappen. Ja. Stenose. Lymphdrüsenkrebs. Tochter mit Lymphdrüsenkrebs. Da müssen wir auch beten. Alright. Jetzt haben wir mal. Hey, das ist danke vielmals für all eure Gebetsanliegen. Das macht jetzt einfach diesen Abend real, weil das Krasse ist, wenn wir merken, da ist so viel Leid und Schmerz. Und wir wollen mit all dem zu Gott und Jesus kommen. Er liebt uns und er ist gut, gell? Mhm. Ja. Und er möchte heilen. Und an dem halten wir fest heute Abend. Ja. Genau, hey, lasst uns in die Geschichte von Josef hineingehen. Wir können so viel aus dieser Geschichte herausnehmen. Wir können so viel von ihm lernen. Was das Leben alles wie mit sich bringt, wenn ich den Chat ansehe und wirklich diese Nöte, diese Krankheiten ansehe, dann hey, da sage ich nur, Jesus, hilf, wir brauchen dich. Und von Josef können wir lernen, wie ist er umgegangen mit Herausforderungen in seinem Leben? Wie hat er eigentlich wie eine Widerstandsfähigkeit entwickelt in seinem Leben, trotz all diesen Widrigkeiten, in denen er drin war? Vielleicht bist du jetzt gerade in einer Krise drin. Diese Nöte, diese Krankheiten, vielleicht betrifft es genau dich jetzt im Moment und du bist so in einer Krise drin. Und darum, ja, lass uns in die Geschichte hineingehen von Josef. Ich lese von 1. Mose 40, die Verse 14 bis 15, wo es heißt: Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Das ist eigentlich eine zweite große Niederlage. Ja. Oder? Also er wurde da verschleppt und danach wurde er ins Gefängnis gebracht, weil er eigentlich nicht einen Ehebruch begehen wollte. Ja, ganz genau. Er ist wirklich entführt, nichts Verbotenes getan und er sitzt unschuldig im Gefängnis. Und ich glaube, wir lernen so von Josef, wie er einfach widerstandsfähig war, direkt in dieser Situation drin. Ich glaube, wir brauchen im Leben drin, um diesen Widrigkeiten gegenüberzustehen, physisch, psychisch und alles, was das Leben mit sich bringt, müssen wir wie eine Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit einfach aufbauen. Und ja, ich möchte gleich jetzt beten, dass wir können nicht fliehen vom Leben. Wir können nicht fliehen von diesen Dingen. Die sind real. Die sind da. Wir können die nicht wegreden. Und da brauchen wir einfach Gottes Hilfe drin. Genau in diesen Situationen drin. Ja, Jesus, ich danke dir vielmals, dass du heute Abend, du bist hier.
Du bist hier, du bist mit jeder einzelnen Person vor dem Fernseher, vor dem Computer, vor dem Smartphone. Du bist in jedem einzelnen Raum, bei jeder einzelnen Person ganz nah. Und danke, dass du jede Not, jede Krankheit kennst. Und ich bitte dich, dass du uns Stärke gibst, dass du uns stark machst, physisch und psychische Widerstandsfähigkeit schenkst, dass wir uns an all den guten Dingen festhalten können, dass wir nicht die Krankheit, die wir haben in unserem Leben drin, dass die nicht unser Leben bestimmt. Schenke uns diese Widerstandsfähigkeit, so wie es der Josef sich entwickelt hat, dass er in all diesen Widrigkeiten drin trotzdem einfach den Fokus behalten konnte und den Blick auf dich, Vater, gerichtet haben konnte. Yes. Wir kommen zu diesem Bibelvers in den Sinn, im Epheser 6, Vers 10, da steht zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Vielleicht eben auch euch oder uns, die gerade in großen Schwierigkeiten sind. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid und lasst euch mit seiner Macht und Stärke füllen. Und ich segne dich jetzt einfach mit dieser Stärke in deiner Schwachheit. Die Stärke, die kommt aus der Verbindung mit Gott. Und ich bete jetzt gerade für jede Person, die vielleicht jetzt zuschaut und du bist da und du merkst, ich habe diese Stärke nicht. Ich fühle mich weit weg von dieser Stärke. Ich bete, dass du Gott nahe kommst. Ich danke, bist ein Gott, du sagst, wenn wir dir nahe kommen, kommst du uns nahe. Und ich bete wirklich, dass das passieren darf jetzt. Gerade eine Nähe hergestellt werden kann. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, kommst und diesen Raum, die jetzt jede Person zuschaust, erfüllst mit deinem Frieden und dass wir stark sein können. Stark sein können durch die Verbindung mit dir. Ja, lass auch unseren Glauben wachsen, dass wir großen Glauben haben können, dass dieser Glaube, dass für dich nichts unmöglich ist, Vater, dass dieser Glaube in uns immer größer wird und immer stärker wird, dass wir den Blick auf dich, den Fokus auf dich wirklich einfach nie verlieren, dich nie aus den Augen verlieren und uns an dir einfach festhalten können. Ja. Im 2. Korinther steht ja, der Paulus, der hat auch ganz viele auch Schwierigkeiten gehabt. Man streitet sich ja darüber, was er hatte, aber er hatte definitiv etwas Gesundheitliches. Und ich finde, das Krasse, er hat ja erlebt, wie Gott geheilt hat und wir glauben, dass Gott heilt. Und trotzdem im Moment von seiner Krankheit sagte Jesus, aber lasst dir an meiner Gnade genügen. Also die Gnade, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und das ist wirklich, segne dich mit dieser Gnade Gottes. Du bist nicht schwach, wenn du einfach körperlich schwach bist. Schwachheit ist geistlich schwach, aber wir können stark sein in unserer Schwachheit. Das finde ich, ich glaube, das ist eines der krassesten Dinge, oder? Wo wir einfach erleben dürfen, Gott ist in unserer Schwachheit, möchte uns stark sein. Er möchte, und seine Gnade ist da, weil oft haben wir auch dann noch da wir kämpfen mit uns, wieso, jetzt bin ich krank und ist mein Verschulden und was auch immer. Und vielleicht haben wir nicht alles richtig gemacht, vieles ist aber nicht unser Verschulden. Und das finde ich schon auch krass, oder? Sagt, hey, lass mir an deiner Gnade genügen. Ja, wirklich die Gnade von Jesus, die genügt. Es ist wirklich genug. Und ja, wie es da heißt, es ist schon krass, dieser Vers, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Hey, mir das immer wieder bewusst zu machen, also das fordert mich auch heraus. Oder hey, in meiner Schwachheit. Du bist einfach, das ist David, also nein. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Wir haben alle Bereiche der Schwachheit. Ja, absolut. Hey, komm,
Leute, jetzt gehen wir in einen Worship-Song rein. Einen Worship-Song, wo wir einfach diesen Gott hochheben. Der ist ein Gott, der heute noch Wunder tut. Und bevor wir da in nächste Themen reingehen, bevor wir da anfangen beten einfach für wunderbare Heilung, lass uns diesen Gott hochheben, der ein Gott der Wunder ist. Amen. Seid ihr mit mir? Die Worship-Band hat einen Song aufgenommen und wir werden uns zusammen jetzt einfach worshipen. This is a house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. There's resurrection power. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs over even the coldest grave. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. And I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. I come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Jesus, wir danken dir, dass du der Gott der Wunder bist. So haben wir gesungen, so haben wir dich angebetet. Danke, dass du der Gott der Wunder bist. Wir danken dir, dass du jede einzelne Person, jedes Anliegen, jetzt einfach jede Person berührst, die jetzt einfach ein Anliegen in den Chat hineingeschrieben hat oder auch nicht hineingeschrieben hat. Jesus, du kennst uns und du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Krankheiten und wir legen die dir einfach hin. Heile du.
Und ich bete auch für dich, wenn du vielleicht wie neu dazugekommen bist und vielleicht irgendwie wie über diesen diesen Live-Event wie drüber gestolpert bist und jetzt einfach mal am Rein hören bist, was geht da. Vielleicht weißt du gar nicht, was es bedeutet, so eine Beziehung zu haben mit Jesus. Vielleicht weißt du gar nicht, was es heißt, in Verbindung zu sein mit Jesus. Oder vielleicht sagst du auch, hey, ich möchte zurückkommen und wieder in diese Verbindung, wieder in diese Beziehung hineinkommen. Dann lade ich dich ein, einfach kurz mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du mich kennst, dass du mich liebst. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du in mein Leben. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, für meine Verfehlungen, auch für meine Krankheiten. Danke, dass du die Krankheiten, alle Krankheiten auf dich genommen hast. Und danke, dass ich jetzt ein Kind von dir sein darf. Das bete ich in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. 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 Danke, Dave, für das Gebet. Hey, ich hoffe, dass du den Frieden Gottes in deinem Ort jetzt gerade erlebst. Hey, wir gehen einen Punkt weiter und das Krasse ist, oder? Wenn wir gesundheitlich herausgefordert sind, dann ist es oft schwierig, lösungsorientiert zu bleiben. Und es ist herausfordernd, glaubensorientiert zu bleiben. Das Interessante ist, der Josef, der war da plötzlich da an diesem Königshaus oder mit dem Pharao und hat gehört von diesen 7 Jahren, guten Jahren und 7 schlechten Jahren. Und eigentlich ist es eigentlich krass, 7 Jahre gut und nachher, stell dir mal vor, du würdest herausfinden, in 7 Jahren wird es dann schwierig, gell? Ist doch krass. In 7 Jahren wirst du brutal krank, zum Beispiel. Oder? Aber nachher wieder gut. Aber zuerst 7 Jahre ganz gut, das ist noch herausfordernd. Also wir schauen das jetzt so an und denken, ja, das ist ja alles gut herausgekommen, aber eigentlich ist es mega schwierig. Er hat gehört, da kommen 7 gute Jahre und dann 7 schlechte Jahre. Und das Krasse ist, der Josef hat gesagt, was kann ich machen mit dieser Nachricht? Wie kann ich lösungsorientiert sein? Und hat dann in diesen 7 guten Jahren so viel Getreide gespart, dass sie als Ägypten konnten so vielen Menschen Essen geben und dass die Familie von Josef kam so nach Ägypten, weil sie gehört haben, dort hat es Essen. Und übergetragen in die Gesundheit ist es ja auch so oft, dass wenn wir schon seit Jahren vielleicht kämpfst du mit gewissen Krankheiten, psychischen Krankheiten, mentalen Krankheiten, anderen Krankheiten. Und es kann plötzlich, kann es dich auch bitter machen, es kann den Glauben rauben, kann Gott noch heilen? Liebt mich Gott? Sieht mich Gott? Wir werden zynisch, wir werden bitter, wir werden denken, ja, ich armer, Opfermentalität, weil eigentlich Jesus, der ist das einzige Opfer, der hat alles auf sich genommen. Und ich möchte bewusst beten jetzt für das, weil ich glaube, dort liegt eine große Kraft an der Freude, und ich möchte wirklich beten, dass dort, wo Bitterkeit Einzug gehalten hat, dass wieder eine Fröhlichkeit reinkommen kann. Heiliger Geist, komm und mach jetzt ein Wunder im Herzen jeder Person, die zuschaut. Die über die Jahre der Schwierigkeiten ist Enttäuschung und Bitterkeit gewachsen. Ich danke dir, dass du nicht verurteilend bist. Du möchtest jetzt kommen mit deiner Liebe, kommen mit deinem Frieden und kommen mit deiner Heilung im Herz. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und wieder etwas Frisches tust, dass wieder Glaube wachsen kann. Wieder ein kindlicher Glaube. Ich finde es so schwierig, er ist so umkämpft. Ein kindlicher Glaube, weil wenn das Leben schreibt so krasse Geschichten, Vater,
mach das Wunder eines kindlichen Glaubens in uns. Ich liebe diese Hoffnung. Diese Hoffnung, den Blick auf das, was sein könnte und die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Wie kriegst du das hin, Dave, wenn du in solchen Situationen, wo du merkst, ich sehe schon lange, bin ich da, sehe ich da keine Lösung und du bist enttäuscht und wie kannst du da dich bewahren, dass du nicht so eine euch armer oder es kommt eh nie gut oder ja, so quasi ja früher, dass du bist jetzt noch motiviert, aber schau mal, wenn das Leben kommt, Ja. oder? Ja. Wie bewahrst du dein Herz? Was hilft dir? Indem ich sicher einfach Dinge immer wieder loslasse, zu Jesus bringe, Jesus ans Kreuz bringe, den Tausch am Kreuz mache. Wirklich immer und immer wieder. So mit Tausch am Kreuz. Das ist genau diese Dinge, wo ich denke, hey, eben, es kann Groll sein oder was auch immer das ist, dass ich das einfach zu Jesus bringe und ihm sage, hey, du bist genau für das gestorben, ich bring's dir ans Kreuz. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr und ich nehme im Gegenzug nehme ich den Frieden von Gott, nehme ich diese Freude und diese Freiheit von ihm. So wirklich ganz bewusst einfach den Tausch machen, weil ich nicht möchte, dass mich das wie über die Wochen und über die Jahre vielleicht auch runterzieht. Ist es stark. Das nimmt mich jetzt Wunder. Können wir kurz, ich weiß, ihr seid sowieso mega ehrlich im Chat, die, welche da so viele Dinge geschrieben habt, wie erlebt ihr das? Also ist das ein Thema, Bitterkeit, Enttäuschung, vielleicht auch etwas so Unglaube? Und ich sage das nicht verurteilen. Einfach so, ja, ich habe damit zu kämpfen. Also ich sage ein Gebet, das ganz legitim ist. Gott, ich möchte glauben, helf meinem Unglauben. Also, oder? Aber ist das etwas, was bei euch, euch betrifft? Gell, ich glaube auch, dass in dem drin... Ja, sagt er. Ja, ich glaube in dem drin auch, dass es gibt immer einen Teil, den nur Gott tun kann, aber ich frage mich dann auch immer, hey, was ist mein Teil darin? Also wo bin ich vielleicht auch im Unrecht? Jetzt in Situationen drin und wo muss ich meine Haltung ändern, anpassen, wo muss ich mit Situationen wie klarkommen? Ja. Vielleicht hat es gar nicht so viel mit Gott zu tun, sondern mehr mit meiner Einstellung, meiner Haltung und vielleicht manchmal auch meinem Stolz. Lösungsorientiert sein. Ja. Ja. Das ist der Samuel Koch, den kennst du, ne? Deutschland. Ja. Das für mich ist, wenn ich den sehe, denke ich, Mann, der hatte echt, oder? Also die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich da, Wetten das und Unfall. Und der lebt irgendwie. Also der lebt noch immer noch voll, obwohl du denkst, meine Güte, deine Hälfte lebt eben nicht mehr. Und ich finde, lass uns beten für so lösungsorientiert, sagen, okay, wie können wir glauben, Gott heilt, wir werden nachher beten, aber in der Zwischenzeit, wenn das Wunder noch nicht eingetroffen ist, dann hören wir nicht auf zu leben. Wir hören nicht auf zu glauben. Wir hören nicht auf, für andere zu beten. Wir hören nicht auf, Neues zu wagen. Wir hören nicht auf, das zu tun, was wir können. Lass uns für das beten. Ja, Jesus, ich danke dir vielmals, dass du uns dabei einfach hilfst, diese Hoffnung nie zu verlieren. Dass wir lösungsorientiert sein können, dass wir vorausblicken, vorausschauend sein können, dass du uns hilfst, gerade in diesen Enttäuschungen, diesen Krisen, in diesem Frust oder Groll, den wir haben. Danke dir, dass du uns hilfst und zeige uns, was ist unser Teil darin. Eben, dass wir an unserer Einstellung
arbeiten können oder ja, hoffnungsvoll sein können, hoffnungsvoll sprechen können. Und Jesus, ich bitte dich, dass du einfach kommst und du deinen Teil machst und Heilung bringst und danke für ja, dein Blut, das du bereits auch dafür vergossen hast, dass wir da einfach frei sein können und vielleicht auch gerade jetzt in diesem Moment Dinge, die uns einfach wie vielleicht sauer aufstoßen, Dinge, die wir nicht verstehen, die wir anders geplant haben, Dinge, die wir uns anders vorgestellt haben, anders geträumt haben, wo wir uns vielleicht auch so sicher waren, dass du zu uns gesprochen hast, Vater. Ich bitte dich einfach, dass du kommst und heilst. Mit einer neuen Freiheit einfach kommst. Heiliger Geist, komm mit Freiheit über uns alle. Heiliger Geist, komm mit neuen Ideen. Ein neues Denken. Erneuere unser Denken. Gerade dort, wo eine Opfermentalität ist, bete ich für wieder dieses Denken vom Sohn und Tochter, Botschafter vom Höchsten. Licht und Salz. Du bist das Opfer und nicht ich. Und ich sage das nicht leichtfertig und ich weiß, all die Leiden, die da auch im Chat, die heute im Livestream da sind. Ich bete wirklich für dieses Wunder, Heiliger Geist, dass du wieder Träume gibst. Dort, wo wir aufgehört haben zu träumen, wegen Schwierigkeiten und Krankheiten. Ich bete, dass du wieder Ideen schenkst, dass du wieder neue Wege auftust, wenn gewisse Türen wegen Krankheiten zugegangen sind. Ich bete, ich segne dich, dass du darfst wirklich den Kopf sein und nicht den Schwanz, wie es das so sagt, der vorangeht durch die Kraft Gottes. Amen. 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 Hey, gehen wir zum nächsten Punkt. Dan, gut für dich. Unser nächster Punkt ist, halte am Traum fest. Wir dürfen einfach so sicher sein, dass Gott immer ein gutes Ende mit uns hat. Immer. Jetzt bin ich gespannt, ja, Dave. Tell us. Ja, vielleicht sehen wir diesen Traum erfüllt jetzt, im Moment hier auf der Erde. Der Traum der Gesundheit, also Traum der Gesundheit. Heilung. Ja. 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 Oder eben auch im Himmel. Ja. Wo wir wissen, dass wir, wenn wir Graduation haben, in den Himmel. Ja. Heute hat jemand im Chat geschrieben, dass heute Morgen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihre Mutter friedlich einschlafen durfte. Graduation in den Himmel. Ja. Und ja, das hinterlässt eine Lücke und da ist Trauer. Und trotzdem ist es das Ziel, das wir haben, dass wir vereint sein dürfen im Himmel mit Jesus, mit dem Vater. Und dort werden wir auch komplett wiederhergestellt sein. Ja. In 1. Mose 41 möchte ich lesen von Vers 51 von Josef. Gott hat mich, mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen, rief Josef und nannte den nächstgeborenen Jungen Manasse, oder der vergessen lässt. Den zweiten nannte er Ephraim, fruchtbar, denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen geschenkt. Ich liebe diesen Blick von Josef, der Gott hat ihn vergessen lassen, das Elternhaus, die Sorgen, die alles, an dem er vielleicht auch das ihm vielleicht eine gewisse Erfüllung gegeben hat. Und Gott hat ihn das vergessen lassen. Also der Josef hat darin
Freiheit erhalten. Und was hat ihm Gott dafür geschenkt? Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen geschenkt. Und das auf unsere Gesundheit gesehen. Wo wir einfach wissen dürfen, hey, wir haben den Traum vom Gesundsein, wir haben den Traum vom Wiederhergestelltsein komplett. Und ja, wir dürfen und sollen den Blick darauf nicht verlieren. Ja, also du hast das eben gesagt, Gott hat ein gutes Ende. Und jetzt ist schon, also ich finde, die Frage von Heilung und die Theologie dahinter, finde ich schon, die ist unglaublich herausgefordert. Und der Leo sagt das so gut. Er sagt, wir glauben, Gott heilt immer, wie du gesagt hast, immer, sofort, im Prozess oder in der Ewigkeit. Aber der Tod von Jesus am Kreuz, er ist gestorben für unsere Sünde, aber auch sein Körper ist geschlagen worden für unsere Krankheit. Und an dem halten wir fest, dass eines Tages wir völlig wiederhergestellt sind. Und wir möchten glauben, dass sein Reich jetzt schon kommt. Und wir sehen, sein Reich ist schon angebrochen. Und darum glauben wir für Heilung jetzt schon. Und leben in dieser Spannung. Sagen, okay, es ist sofort passiert. Vielleicht gewisse Dinge werden im Prozess passieren. Und wir werden sicher sein, dass im Himmel werden wir ganz geheilt sein. Ich glaube, diese Hoffnung, die ist stark. Ja, genau. Es gibt so ich habe die letzten Tage ein Video gesehen mit 2 Kreisen und der eine Kreis ist die Welt, in der wir leben und der andere Kreis ist der Himmel, wo alles eben wiederhergestellt ist, wie wir gesagt haben. Und manchmal erleben wir eben genau diese Schnittfläche, wenn diese Kreise übereinander geschoben werden, dann gibt es so wie eine Überlappung der beiden Kreise und genau darin sehen wir, wie Gott heilt, wie er wiederherstellt, wie er diesen Traum von kompletter Wiederherstellung, wie die einfach möglich ist. Und da sehen wir diesen Teil vom, hey, ja, sofort. Amen. Oder manchmal auch der Prozess drin. Amen. Komm, jetzt beten wir zusammen. Ja. Und wir haben, ich stehe da vielleicht auf, dass ich da nochmal dazukommen kann. Möchtest du auch aufstehen? Machen wir. So, machen wir so. Pascal, also Leute, jetzt sind Pascal, wir da. Geht das? Was geht das? Ja, das geht. Ich sehe das. Ich sehe. Also, wir haben einige Dinge aufgeschrieben, okay? Und ich weiß nicht, ob wir komplett sind. Aber lasst uns jetzt eine Zeit nehmen, wo einfach ihr zu Hause und wir hier zusammen jetzt einstehen und beten für wunderbare Heilung in diesen Themen. Lass uns echt glauben, dass Gott jetzt wundermäßig eingreift, okay? Und wir beten im Namen Jesus. Und wir beten mit Glauben, weil er hat es uns aufgetragen zu beten. Es ist sein Auftrag. Er sagt, hey komm, wenn ihr krank seid, bete füreinander, salbt einander, das können wir auch machen, aber bete fürenander. Legt die Hände auf, das können wir jetzt so physisch nicht machen, aber jetzt glauben wir das einfach, machen wir es so. Strecken unsere Hände raus. Komm, willst du starten? Ja. Hey, und ich möchte euch einfach wirklich einladen, mit uns reinzukommen in dieses Gebet. Und diese Gebete, hör nicht einfach zu, wenn wir hier im Beten sind, sondern lasst uns zusammen den Himmel stürmen. Vielleicht möchtest du genau fürs gleiche Anliegen einfach beten in deinen eigenen Worten. Vielleicht scrollst du nochmals durch den Chat und du sagst, boah, hier für diese Person und dann schreib dein Gebet auch in den Chat hinein. Also lass uns aktiv jetzt einfach den Himmel stürmen. Ja, Jesus, du kennst die Kinder, du kennst diese Kinder mit Magersucht, mit diesen Essensstörungen. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du jetzt gerade in diesem Moment einfach kommst und deine Hand ausbreitest. Deine Hand, ich kann meine Hand ausstrecken, aber Jesus, du bist jetzt gerade bei jedem einzelnen Kind hier vertreten, durch Familienmitglieder,
Mitglieder oder Freunde. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du jetzt kommst und diese Kinder einfach berührst und du sie durch diese kleinen und größeren Körper durchgehst mit einer heilenden Kraft, dass du wiederherstellst, was da zerbrochen ist, was da, wo Enttäuschungen, Verletzungen, Nöte, Leere da ist. Bitte ist, dass du reinkommst und Jesus füllst, dass du diesen Tank füllst, den nur du füllen kannst, dass diese Magersucht verschwindet in deinem Namen, Jesus. Ich bete auch, dass die Panikattacken, du kennst den Ursprung, du kennst die Wurzel davon und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt kommst und diese Wurzeln rausnimmst. Und wir beten für eine neue Fülle und ein neues Füllen von dir. Jesus, danke, dass du berührst und heilst. Amen. Jetzt in diesem Moment. Ich segne diese Tochter, die Erschöpfung hat und Allergien hat, mit der Kraft Gottes. Und für diese Person, die posttraumatische Belastung hat, komm, Heiliger Geist. Komm und decke auf. Decke auf, heile. Heile. Wir kommen zu dir. Jesus, ich bete für Heilung von Krebs. Dieser Onkel mit Krebs, hier ein Sohn mit einem Tumor. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du für dich ist nichts zu groß, nichts zu klein, dass du nicht eingreifen könntest und du nicht Situationen, Krankheit begegnen kannst und nicht nur begegnen, sondern einfach frei machen kannst. Ich bete jetzt, dass diese Tumore, dieser Krebs verschwindet in deinem Namen, Jesus. Yes, ich bitte dich Amen. um ein Wunder, wo Ärzte sagen, wir können es nicht erklären. Amen. Wir verstehen es nicht. Ja. Aber wir sehen nichts mehr, es ist alles weg. Jesus, es ist, weil du heilst und du Wunder tust. Und wir nehmen das jetzt einfach in Anspruch, beten in deiner Autorität, Jesus. Heile, stelle wieder her, stelle alles wieder zurück in die Schöpfungsordnung. Die verschiedenen psychischen Gesundheiten, Schlafstörungen. Heiliger Geist, komm und ich stelle wieder unsere Hirnbahnen her. Decke auf und heile Verletzungen. Vater, komm mit deiner Liebe. Komm mit deiner großen Liebe. Komm mit deiner Gnade. Komm mit deiner Barmherzigkeit. Und stelle wieder her, was geraubt wurde. Du bist unser Halt. Und ich segne jede Person, die Schlaflosigkeit jetzt hat. Ich segne dich mit einer göttlichen Ruhe. Möge der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt, dein Herz bewahren. Möge dein Schlaf wieder gesegnet sein. Yes. Möge Engel um dein Bett stehen. Im Namen Jesus. Wir beten für Rheuma, Muskelschmerzen, Meniskus. Jesus, Yes. diese Gebrechen, Jesus, diese Schmerzen. Jesus, wir bitten dich, dass du kommst und heilst und diese Rheumaschmerzen verschwinden lässt. Jesus, mache du ein Wunder. Mache du Wunder im Leben von Menschen, die jetzt gerade hier sind, zuhören, zusehen. Jesus, begegne Menschen genau jetzt. Und vielleicht möchtest du jetzt deine Hand genau an diese Stelle halten, die jetzt schmerzt. Ja. Halte deine Hand dort drauf und bete, Jesus, ich danke dir vielmals, dass du gestorben bist, genau für diese Verletzung, für diese Krankheit, dein Blut vergossen hast. Und Jesus, so wie ich jetzt meine Hand auf diese Stelle lege, Ja.
Jesus, so bitte ich dich, dass du jetzt mich berührst und heilst und wiederherstellst und erneuerst komplett. Gebrochene Knochen wieder zusammenwachsen lässt, jetzt in diesem Moment. Dort, wo einfach auch Muster über Generationen weiter vermittelt wurden. Kaputte Muster. Ich bete, dass das aufhört mit unserer Generation. Dass du uns den Schlüssel in die Hand gibst, kaputte Muster anzupacken. Mit deiner Kraft. Ich bete für die Personen, die unter Depression und Angst leiden, dass du im Herzen etwas Neues tust. Dass du laut sprichst. Dass du Ideen gibst, was wir tun können im Praktischen und im Übernatürlichen heilst. Auch Magenprobleme, die ungeklärt sind, Darmerkrankung, wir geben dir das hin. Ja. Jesus, wir legen es dir einfach ans Kreuz, zu dir ans Kreuz. Bitte komm du hinein und diese Darm, der unruhig ist, was auch immer da ist, Jesus, komm genau an diese Stelle und heile und erneuere. Ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das beten wir und glauben wir. Ich bete, dass dieses Auferstehungswunder von Jesus jetzt auch in unsere Körper kommen darf. Und wir glauben, wir möchten einfach das beenden und sagen, wir glauben, dass du bist ein guter Vater und du hast gute Pläne und du bist unser Arzt und Heiler und an dem halten wir fest. Danke für was du tust in unserem Leben. Amen. 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 Kraftvoll, was hier passieren ist. Es ist nämlich Wunder, wenn ihr jetzt also Dinge erlebt habt, die vielleicht ganz praktisch bei euch, wo ihr erlebt, wo ihr vielleicht Wunder erlebt, dann schreibt uns unbedingt. Das auch ermutigt einfach das Zeugnis, das stärkt den Glauben. Also unbedingt nutzt diese Möglichkeit. Ja. Vater unser, wollen wir das noch ganz beten? Ja. Zum Abschluss, Ja. Dave. Hä? Ja, lass uns das zusammen beten, dass das Vater unser ganz gute Wollen wir das Ideen noch reinkopieren? Anton. Marco Ili, kannst du das noch kurz reinkopieren, weil dann können alle das mitbeten. Das wäre mega, mega cool. Weil einige kennen das gut auswendig, andere nicht, aber das ist eigentlich ein schöner Schluss, das so kurz zu machen. Ich schaue, guck da, ich kann das machen. Ja, lass uns beten. Ist gut. Wir beten. Super. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Hey, ich danke euch so viel mal für euer Mitbeten, für euer Dabeisein. So viele Leute, Ja, so ja, krass, schön. von so vielen Orten. Einfach, ja, dass ihr zusammen da diesen Abend gestaltet habt. Danke, dass du dabei gewesen bist. Und wir laden dich einfach wieder ein, in die nächsten Abende hineinzukommen. Morgen geht's Abend. weiter. Morgen geht's weiter. Sei wieder dabei, wenn es weitergeht. Ja, online
Gebetsabend. Und das kannst du, by the way, online bestellen. ICF Store, einfach Google. Der Link Genau. ist drin. Ja, da. Jetzt. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Hey, Shoutout zu unserem wunderbaren da Techniker rundherum. Ohne sie können wir das nicht machen. Chat-Hosts. Und Chat-Host, danke vielmals für eurem Dabeisein. Ich würde sagen, be blessed. Hey, sei gesegnet. Bis bald. Mach's Bis gut. dann. Ciao.